Ich habe noch ein bisschen am Code gearbeitet, zusammen mit dem Cherry, wie der Gimo würde ich sagen, haben wir da am Code weiterbastelt. Von der Followerliste, Spotify-Followerliste, mit dem Popularity-Wert, aber zu dem kommen wir nachher noch, weil ich habe schon ein, zwei Fragen in den IG-DMs dazu. Wir sind schon bei 400 Artists jetzt, die da drin sind. Ich könnte sicher noch auch ein paar andere Playlists durchgehen und Verzeichnisse, die ich kann, aber wir nehmen auch die Hilfe zur Hand von einer externen Liste, vom MQ, vom Nebengeräusch-Podcast, der sich da bereit erklärt hat, um ein bisschen mithelfen bei diesen Einträgen. Ein weiteres Update. Ich habe jetzt das ist jetzt der 3. Tag, also alte Artist-IDs oder das, was ihr da seht, das Datum da im Hintergrund, das wird jetzt täglich gemacht und in eine neue Excel-Liste reingepackt. Und mit dieser Excel-Liste im Idealfall können wir dann wie so ein bisschen einen Zeitstrahl machen. Oder wenn wir dann mehrere Wochen haben oder auch dann Monate. Aber ja, das wird jetzt wie so die Follower, Spotify-Follower und auch der Popularity-Wert, der wird jetzt für die 400 Spotify-Artist-IDs wird der jeden Tag getrackt. Genau, ich habe nachher im Hintergrund offstream habe ich noch ein bisschen weiter gebastelt an gewissen Visualisierungen generell. Die Barchart da, wo man einfach die Artists sieht, je nachdem von wo man jetzt plottet, das ist von der kleinsten Follower-Anzahl von einer Spotify zu der grössten, es wird dann immer grösser. Die Barchart habe ich schon ein paar Mal gezeigt, aber das ist immer nur so ein täglicher Print gewesen. Spannender wird es dann eben, wenn man wie so eine Zeitachse und wirklich mehrere Wochen oder Monate kann präsentieren kann. Dann habe ich noch etwas anderes gebastelt, wo so ein bisschen den Quervergleich zeigt mit dem Popularity-Wert. Es ist also so, dass mit der Spotify API-Schnittstelle, wo man da abzapfen kann, du kommst leider nicht alle Daten über, also so Sachen wie die Streams kommen wir leider zum heutigen Zeitpunkt nicht irgendwie über. Und daher, das was ihr da seht, ist auch pretty much das, was man bekommt vom System momentan. Es gibt noch andere Tabellen, die zeigen ich euch nachher auch, wo man die Top Most Popular Tracks irgendwie kann rausbekommen. Das ist auch noch cool. Aber nach dem heutigen Stand kann man halt die Spotify-Follower, das ist eine Spalte, und den Popularity-Wert kann man rausnehmen. Und der Popularity-Wert, das ist ein Wert, der im Hintergrund ist, wo du nirgends auffinden kannst, so viel man ist, also auf der Spotify-App selber, von dem, was ich verstanden habe, oder es gibt nur wenige Informationen, die sie auf dem Spotify-Developer-Blog irgendwie zeigen. Aber einfach gesagt ist es ein Wert von 1 bis 100, wo so ein bisschen mathematisch zusammenrechnet, wie viel Motion, wenn man es im neuen Slang würde ich sagen, wie viel Movement gerade auf deinem Account ist. Also es schaut sich an, wie aktuell deine Streams wahrscheinlich sind, so von den Most Popular Tracks, so vom ganzen Katalog, so wie es irgendwie dort im Text beschrieben ist, und berechnet nachher einen Wert von 1 bis 100. Aber den Wert habe ich jetzt auch schon gesehen, der kann sich halt verändern, je nachdem, ob du jetzt gerade mehr Traffic hast auf deine Songs, also sprich Streams generiert werden oder nicht. Und die zwei Werte bekommen wir da jetzt. Ich habe jetzt schon natürlich mega Freude daran, weil du halt auf einen Knopfdruck einfach den Tag updaten kannst und nachher siehst du alle aufgelistet, alle Artist-IDs, die wir da drin haben und wie sich halt der Follower-Zuwachs verhaltet. Ich habe aber sicher noch eine andere Visualisation, das ist eben der Scatterplot da, wo ich euch noch schnell zeigen will. Für mich war es irgendwo spannend gewesen, dass du herausfinden könntest, hey, wer hat vermeintlich von den neueren Newcomerinnen und Newcomer, wer hat einen Low Follower Count, Spotify Follower Count, aber dafür hohe Popularity. Also sprich, noch wenig Follower, aber hoher Popularity-Wert, wo würde ich darauf schliessen, dass der Account trotzdem oder die Songs wiederum trotzdem gut oder stark gestreamt werden, weil sonst wäre der Popularity-Wert nicht hoch. Und weil wir natürlich jetzt beide Werte haben, für alle Artists, kann man so eine Visualisation wie den Scatterplot plotten. Und das sieht dann so aus. Auf der X-Achse da unten haben wir die Followers, die Anzahl Follower. Und auf der Y-Achse da oben haben wir Popularity-Wert. Und die einzelnen Punkte, die ihr da seht, sind alles einzelne Artist-IDs. Ich habe jetzt da, das sehen wir da auch, habe ich kann man da sagen, nachher in der Visualisierung zeigt man nur die an, die unter 200 Follower sind.
und einen Popularity-Wert haben von über 5. Das kann man aber auch anpassen und dann seht ihr auch ein bisschen den Unterschied. Wenn ich jetzt sage, hey, erweitere mir das bitte, dann seht ihr, sind natürlich ein paar mehr, die da noch angezeigt werden. Es ist ein bisschen eine andere Art, Konsumation auf Spotify zu visualisieren, wie es gewisse Artists oder Leute vielleicht noch nicht gesehen haben bis jetzt. Wenn man es irgendwie wie so auf einer Spielfläche jetzt würde sehen. Die Visualisierung ist irgendwie so zu verstehen, dass ihr von links unten auf rechts rauf irgendwie schauen könnt. Also links unten sind eher Spotify Artist Profil mit wenig Follower und auch tiefen Popularity-Wert. Und umso weiter man rechts rauf geht, hat man Spotify-IDs, also Artist-IDs mit höherem Popularity-Wert vermeintlich da gegenüber und auch höheren Followerzahlen. Und die dann weiter oben wären vermeintlich, da wegen Popularity-Wert, könnte man jetzt mutmaßen, eben weil man halt ein bisschen wenig weiss, wie sich der Popularity-Wert zusammensetzt. Aber man kann sicher schlussfolgern, dass die Artists, die da ein bisschen weiter oben stattfinden, dass denen ihre Songs auch aktiver und auch stärker gestreamt werden, oder der ganze Katalog, weil sonst wäre der Popularity-Wert auch nicht höher. Und ja, das zumindest habe ich sicher mal eine spannende Art gefunden, wie man sonst noch könnte mit dem Popularity-Wert das zusammen quer vergleichen mit den Followern. Und dann schauen wir einfach mal, was uns dann in Zukunft noch für zusätzliche Ideen einfallen, wie wir die Daten schlussendlich, die in dieser Tabelle sind, wie wir das noch auf eine coole Art visualisieren können.